Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so einen Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Jenny ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Obi hat eine Melodie. Ok, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan. Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der schönsten Kurden aus der Schweiz. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Was ist das? 33? Ich glaube, oder? 3, Bro. Ja. 33. Folge. Stabil. Die erste Folge nach der Mental Health Folge. Die zweite Folge nach der Pelin-Folge. Fix. Und ja, wir haben das mit dem Intro angefangen, einfach wegen Nachrichtensprecher-Vibes. Und wegen wir sind anders. Und wir Wegen- können anders. Wir können auch anders, genau. Was ist die Woche so passiert? Etwas Heftiges ist passiert, Alter. Irgendetwas Heftiges. Istanbul. Oh, das ist ein bisschen zu Ja, lang. Das habe ich nicht gemeint. Du meinst, dass wir 8 Milliarden Menschen geworden sind? Hast du das wieder sagen? Ich habe das wieder Es sind sagen. einfach viele Sachen passiert. Ich kann nicht filtern. Ja, wahrscheinlich ist das. Bro, es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. 8 Milliarden. Und ein paar von... Und das Paar stehen jeden Morgen auf und werden immer nur so die Huren sind. Ich könnte nicht so viel sein, Mann. Ihr habt so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Nein, Mann, Einfach das ist ich bin krass. ein Wurst. Vor allem, wenn du so schaust, wie sich das gesteigert hat. So 1800 irgendetwas sind wir noch Ja. 1 Milliarde gewesen, Bro. Ja, Und das hat sich ja eben in den 70er Jahren verdoppelt. Dazumals. Das ist Das ja, ist ich glaube, ab krass. den 70er ist so, ab 3 oder 4 Milliarden ist so im Schnitt so alle 10 bis 12 Jahre. Das ist crazy. Immer eine Milliarde, ja. Das ist crazy. Ja, aber was sollst du machen? Wir wachsen, aber gross, also ganz ehrlich, du hast schon mal gesagt, du würdest nicht, oder du könntest dir nicht vorstellen, ein Kind in diese Welt aussetzen. Ja, ich bin noch ein bisschen, also ich bin eher so auf der Nein-Seite, eher ziemlich Okay. fest auf der Nein-Seite. Check. Aber es ist, Also aufgrund von den 8 Milliarden. hey Bro, aus verschiedenen Gründen. Also einerseits ist einfach so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Kind in die Welt setzen will. Und die Welt würde klar kommen mit einem zweiten Jahr Grund. Die Welt wird Stell dir das du mal vor. Das wäre du Marsch für die Welt. Bruder, Vater, Sohn dort. Nein, das erstmal das und zweitens Bro, Kind haben ist schon easy, aber weißt, Geld haben ist auch easy. Weißt du, was ich meine? Ja, fix. Stell dir vor, Ich weiss noch, sorry. du machst ein Kind, Bro, ziehst es gross, nachher ist 27 und hat einen verfickten Podcast, Bro. Oder zeig dir vielleicht 18 Jahre, weil du ein Foto von ihm auf Facebook willst löschen. Oder das, ja. Hey, ich habe mal in der Lehre Englischlehrerin gehabt Mhm. und die hat so geschworen, so, weißt, Kind nie ein Thema, unmöglich. Ja. Dort habe ich auch zum ersten Mal so die Zahl gehört. Ein Kind kostet dich im Jahr scheint im Schnitt 1 Viertelmillion. Oder so. Schwierig. Also, wenn meine Eltern rein von der Rechnung her müssen sie 750'000 Franken ausgeben für Erziehung von uns 3, Im Jahr. Im Jahr. hat das Geld jemals gehabt. Ja, wirklich. Nein, aber Kinder sind schon teuer, so mit allem. Und ich meine, überlegt, Bro, nur schon die scheiß Krankenkasse und so. Darum. Kindergeld, okay, aber können wir sie. Ja, was kommt man über Kindergeld? 200 Stutz? 200, 250. Ich glaube, wenn sie in Ausbildung ist, nochmal 50 Franken mehr im Monat. Ja, Bro, ist schon easy. Ist schon ein bisschen teurer. Ich habe aber eine Weisheit für euch. Darf man schnell den Jingle hören? Yes. Alle Straßen eine Weisheit haben. Es ist ein bisschen schwierig, weil da ist ein bisschen weniger rum auf Twitter. Aber ich habe wieder eine und er hat geschrieben, jeder Kanake ist integriert, bis Mutter beleidigst. Dann ist es dann auch gelesen, der ist deep. Der ist wirklich deep, man. Er versteht so nichts. Ich habe mich richtig verstanden gefühlt. Oder? Er hat schon recht, Alter. Die Ja. Grenzen werden dort überschritten. Hey, apropos, wenn wir jetzt Aber gerade trotzdem sagen wir so, weißt du, wir stehen mit dem Wort um und so. Ja, Bro, Und sagen so, man ist wie Arschloch, weißt du? aber er ist nicht, also weißt du, ich meine weißt nicht Mut, Hermann. Nein, was ich will sagen ist, voll, also jetzt haben wir einen massiven Themenwechsel, aber so schnell, was auf der Welt passiert ist, erstens mal eben Von 8 Milliarden 8 Milliarden Menschen. Milliarden zu das, ja. Und was auch noch weltbewegend passiert ist, erstmal
Motorficker haben eine Show rausgebracht. Aha. Und die 1,5 Stunde ist sie ausverkauft. Du kriegst das jetzt an, Bro. Ich muss schon schnell sagen, unsere erste Live-Show am 3. Dezember ist schon komplett ausverkauft, Bro, nach 1,5 Stunden. Erstens, wer gegen uns? Steph! Danke vielmals. Und zweitens, wir freuen uns sehr fest. Danke für euren Support und dass ihr rum sind. Das ist passiert. Was auch noch passiert ist, dass Serhat und ich haben wieder angefangen zusammen zu gamen. Hat das angefangen? Nein, Bruder. Nein, Bro. Das geht nicht, Bro. Das geht nicht, ey. Wir müssten das eigentlich mal streamen, Bro. Ganz ehrlich. Das Gute bei allen anderen Games ist, dass wenn du irgendwas passiert, gegenüber gehört dich nicht. Du kannst auch freien Lauf. Aber bei Call of Duty ist... Ich habe gemerkt, dass bei Call of Duty, wieso ich eigentlich aufgehört habe, damals bei MB2 früher. Bro, wir haben ja das neue Call of Duty ist gekommen und jetzt kommt das Warzone 2. Shit, ja. Heute genau jetzt released, aber wir sind ja voll auf dem Multiplayer Grind. Und es ist noch lustig, weil ich lange nicht mehr mit dem Serhat gegamed, weil irgendwie jedes Mal, wenn wir gegamed haben, ist halt so gewesen. Das Einzige, was wir zusammen gegamed haben, war Apex gewesen. Bro, kein Wunder, hast du noch kein Rage Quit gehabt, Mann? Bro, und ich habe ja, also du weißt ja, ich habe schlimme Probleme mit so hässig werden im Game und so. Aber der Serhat, Bruder, ich sage jetzt nicht Wort für Wort, was er sagt, weißt du? Aber du hörst, es ist für die, die es nicht wissen, immer am Ende von einer Runde hörst du Gegnerpartie. Und der Serhat ist ready. Sobald Rudi fertig ist, der Queen ist also so Engländer, der Queen is a whore, she dead, I fuck your grandma. Er rascht komplett durch. Ich bin die ganze Zeit ruhig, aber dann kannst du auch irgendwie immer so easy, oder look at him, weißt du, sie machen sich lustig und so. Sie machen sich lustig über dich und ich habe mich easy im Griff, aber dort ist, weil ich halt in diesem Game am Sack bin momentan, stresst uns so mehr, weißt du? Bro, aber Serhat, Bro, er sagt so Motivationsding, also Jungs, uns mit dem Packet, Ja, ich schwöre, ich so, Jungs, konzentriert euch alle auf B, Fokus, die haben keine Chance, wenn wir fokussiert sind. Nachher hörst du irgendeine sagt irgendetwas, der Serhat fängt den Knopf an drücken, er beleidigt alles, was er hat, Bruder. Und irgendeiner hat er gehört so ein Schotte. Seitdem sagt er die ganze Zeit, sagst du. You bastards, you can't. You fucking can't. Fucking can't, you bastards. Bro. Ich sag immer das. Ich bin am Sterben, gell. Es ist so lustig mit dem Game momentan. Ja, generell ist momentan lustig. Letztes Jahr hat es ein paar Berner gehabt, wenn ihr das gehört. Es tut mir leid. Bro. Es hat so 2, 3 Berner gehabt, die so, ey, sind das Berner? Bögle, Giela, Bögle. Ja, aber es ist sehr toxisch, aber es ist lustig. Es ist wirklich lustig. Ich weiss noch, wo du hast mal einen ganz schlimmen Raster gehabt. Wir sind am Gamer gewesen und du hörst nur den Josh raus. Bro, ich hab meine Aggressionen nicht im Griff, wenn es ums Gamer geht. Es ist krass, wie genau du auf 2 Sachen richtig krass extrem reagiert hast. Casino und Gamer. Bruder. Nein, Bro, bei Casino ist ja schlimm, ich habe keine Emotion, Bro. Ob ich jetzt voll von der Gün oder aber es packt so. Ja, nein. Nach 2 Stunden schon. Ja, Bro, ich hätte das so raus. Bro. Ey, Casino ist auch ein schlimmes Thema, Bruder. Schlimm. Casino ist. Bro, er ist richtig dann in der Szene so. Kennst du das so, wenn Leute so voll drin sind mit Zunge anfangen, wie so, Bro, ich sehe es jetzt. Bro, komm. Was ist dein Geburtstag? Nein, Bro. Aber es geht nicht um das. Es geht auch darum, dass ich sehr gerne momentan. Also ich habe sehr Freude daran, mit dem Zero wieder gamen. Das müssen wir streamen. Ja. Letzte hat so ein paar Deutsche gehabt. Und wir haben verloren, aber so knapp. Und dann höre ich so am Ende vom Spiel so, ja Mann, guck mal, wie wir den gekillt haben. Guck mal, wie wir den gekillt haben. Nachher, es ist dein Kollege. Und nachher er so, halt die Fresse, du Hurensohn. Bro, warte, nur so ganz entspannt. Nachher er so, komm, geh ein bisschen lernen. Ich so, und ich halt auch kurz rausgelassen, die ganze Zeit, die ich kann an dem Tag, ganze Rage Quit rausgelassen und so. Und dann gehört einfach so, nachdem ich mich beruhigt habe, nach ein paar Sekunden gehört ich auch so, scheiß Kanake. Bro, das ist schlimm. Es sind aber auch Pisser, Bro, weißt du, zum Beispiel,
so... Es sind Kinder, Bro, sag dir ehrlich. Weißt, sie verstecken sich. Bro, 14-jährige Uhren muss ich beleidigen. Die ficken einfach nie, ich komme mit Leben nicht klar. Alter. Bro, sie kommen mit so Schild und so, weißt du, Raketenwerfer, so richtig... nachher sagen sie noch so, come again, see you next time, so, weißt du, Bro. So richtig Skill. Und ich meine, wir sind ja eigentlich so Menschen, Bro, weißt du, down to earth und so. Aber dort, ich vergiss mich, Bruder. Ich vergiss mich. Ja. Aber es ist lustig, es ist wirklich lustig. Ja. Mit dem es ist immer x-mal lustiger mit einer gewissen Konstellation von Menschen. Ja. Mit dem Dennis ist auch sehr lustig. Ja, mit dem Dennis. Aber er ist voll im Militär. Der Dennis. Ich kann immer so, wer ist Bia? Wo sind die? Bro, er will voll auf Strategie machen, dann schreit er. Und er sagt immer, und er sagt immer, der Gute, sit down. sit down. Bro, Mann. Yeah. Hey, lustig, Alter, lustig. Ja. Jetzt kommt das neue Warzone, aber ich habe es langsam gesehen mit diesen Battle Royale Games, Bro, ich muss ehrlich sagen. Er ist schon angenommen worden letztes Jahr. Ich habe es wirklich gesehen. Voll. Und wieso ich jetzt überhaupt so viel game momentan, ist, weil ich mit der Schule sind wir im Projekt, also in so einer Projektwoche quasi, oder in so Projektwochen, also wir haben seit 2 Wochen, 5 Wochen Zeit, zum Doku drehen. Und ich und meine Filmpartnerin haben jetzt irgendwie sind schon recht weit gewesen mit allem, also die anderen 3 jetzt und wir haben schon fertig gedreht. Und darum ist gerade halt... Ein Streber. Chillig. Bro, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ein Streber, das ist wirklich lustig. Aber halt, wir müssen drehen, weil unser Model, also unsere Person, die vor der Kamera war, hat gerade in die Ferien, ist auf Tunesien heute gegangen, der mit den Brüdern. Wir haben die vorher mit ihm gedreht. Und wir haben den Doku gedreht in einem Barbershop, Bro. Und es sind ganz lustige Charaktere. Vor allem, weißt du, musst dir vorstellen, ich bin so mit dem... Was hast du für den Doku gedreht? 80% der Syrer gehen den Weg nach dem Krieg. Coiffeur oder was? Nein, Bro, es ist, ich erkläre es dir jetzt, aber ich weiß genau, es ist so... Ich denke so, oh, der Bruder, jetzt auf einmal deep. Nein, Bro, wir machen so... Die Idee ist lustigerweise von Sarah gekommen, also lustigerweise, sie als Frau hat die Idee gehabt. Und zwar ist es wirklich aufgefallen, Bro, bei vielen in so Barbershops und so passiert ganz viel so sinnliche Berührungen zwischen Männern. Also weißt du, so, zum Beispiel er rasiert dich, Augenbrauen zupft, was weiß ich für Sachen. Und es ist sehr, richtig zusammen, es ist sehr so zwischen Männern, weißt du, was ich meine? Aber zum Beispiel, es ist so null irgendwie eine Hemmung da oder null irgendwie das Gefühl, es ist schwul oder was auch immer, sondern es ist einfach sehr zärtliche Berührungen zwischen Männern. Und vor allem passiert auch, dass sehr viele Männer, zum Beispiel von unseren Kulturen, die sonst vielleicht eher ein bisschen anti sind, so, dort eben das zulassen ohne Problem. Und vor allem auch ein grosser Teil von der Care-Arbeit, wo zum Beispiel normalerweise viele Männer reden nur mit ihren Frauen. Und mit niemand anderem sonst, weißt. Und dort aber redet trotzdem mit dem Coiffeur sehr viel. Oder wir wollen wieder porträtieren, was passiert in den Gesprächen zwischen dem Barber von unseren Leuten und einem Kunden. So. Und das Geile ist, wir haben so wie am Barber so ein Mikrofon angehängt und an ihrem Kunden eins angehängt. Und aus so 10 verschiedenen Kundengesprächen tun wir jetzt ein Doku zusammenschneiden. Es ist ein bisschen experimentell. Also, weißt, schön, ja. Das ist mal geil. Eben mal schauen, wie es kommt. Es wird halt zu kurz, es wird so 7 bis 10 Minuten. Aber halt, es ist wie nicht so eine klassische Doku, sondern es ist wirklich mehr so eine Geschichte aus 10 verschiedenen Geschichten, quasi aus 10 verschiedenen Gesprächen. Und eben natürlich ist ganz viel Fußball das Thema gewesen, so wegen WM und so. Ja, ich liebe das. Und so. Ich liebe das. Bro, und ich meine, der ganze Vibe da drin, Bro, in so einem Barbershop, ich meine, ich kann am Samstag hin und du kannst da keinen Termin machen, Bruder, du weißt. Das heisst, wenn du gehst am Samstag, du bist fix schon mal 3 Stunden da drin. So mit Warten und Schneiden und Szenen und mehr. Schon mühsam, wenn du so überlegst. Es ist eigentlich schon mühsam, aber auf der anderen Seite ist es auch schön da drin, Bro, wie du redest mit den Leuten, weißt du. Siehst andere Jungs, siehst andere Jungs und so. Das meine ich, es ist ein Safe Space für Männer, für Kanaken-Männer, Bro, weißt du. Und das haben wir ein bisschen einfangen. So. Es ist vielleicht so der Ausgleich von Bars, weißt du, von Hollywood-Filmen. Quasi. Männer auf Bars können. Quasi, ja, genau. Es ist so, ich kann wie so, in dem Konzept, das ich geschrieben habe ich geschrieben, es ist eigentlich der Stammtisch von der Kanaken. Weißt du, so der Beiz-Stammtisch von der Kanaken. So. Ja. Voll, und das ist so ein bisschen die Idee, die wir hatten und die Doku, die wir drehen. Voll. Ist das nur für die Schule ersichtlich? Ja, also das ist wie ein Seminar, also du holst halt so Credits, weißt du, wie das halt so ist. Und die Filme
werden nicht rausgebracht, weil die bleiben nur in der Schule, weil ZHDK ist grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, sondern ZHDK ist der Produzent von diesem Film. Okay. Oder die Produzentin von dem Film, aus dem einfachen Grund, weil sie geben uns das ganze Equipment. Oder? Und somit haben sie ja Geld gegeben und darum sind sie Produzenten. Und bevor ein Film rausgeht, muss er durch verschiedene Prüfungen durch quasi, bevor ZHDK sagt, okay, jetzt darf der Film rausgehen. Ja, und weil das halt quasi, wir gefunden, es geht mehr um Übung und weniger darum, dass er rausgeht. Und eigentlich der Plan ist, ab nächstes Jahr dann Festivalfilm machen. So. Okay. Ja, wir sind auch der Jugendfilmtag, der Kurzfilmtag im Winter. Das ist ja gerade vor der... Das letzte Wochenende. Das ist wieder etwas aufwand, ja. Ist jetzt noch im Kino, Bro, das ist auch lustig, Alter. Ich muss wirklich sagen, so Festivals ist immer schwierig, Bro, weil ich merke immer wieder, die Leute, die in der Jury hocken, haben einfach keine Ahnung, Bro. Also weißt du, es sind so, die Leute, die mit ihren Film gewonnen haben oder ihren Film gezeigt haben, sind so quasi runtergegangen und die Jury hat nachher so Stunden, also wirklich so minutenlang geredet. Das ist gut an einem Film, das ist scheiße. Das, Bro, er kritisiert den Film vor so 200 Leuten, weißt du? Das ist auch nicht die Aufgabe von so einem Gespräch. Es wäre eigentlich so ein... Ist nicht so wie eine Preisverleihung in dem Sinn? Ja, das war so der Wettbewerb vor der Preisverleihung. Aha. Also von 10 Filmen hat quasi einer gewonnen. Aber es wäre mehr so ein Q&A eigentlich. Ja. Wo du so über den Film kannst erzählen. So, weißt du, was habe ich gemacht, was habe ich wieder machen und so. Vor allem gewonnen hat irgendeiner, der so einen Film gemacht hat, also in der Kategorie, jetzt in der Filmschulkategorie, hat einer gewonnen, der einen Film gemacht hat in Portugal, wo er so ein Doku gemacht hat, wo er mit seiner Großmutter geredet hat, über seinen Vater, der seit 15 Jahren nicht mehr um ist und so. Das war noch schön gewesen, voll. Ja. Aber eben, du merkst, Bro, so, ich kann so mit meinem, also weißt du, ich habe das Gefühl, es gibt verschiedene Arten von Leuten, die Filme machen wollen. Und es gibt so ganz viele Leute, die wollen so Dokus drehen, ganz viele Leute, die wollen so Experimentalfilme machen. Und dann gibt es so ein bisschen die, wie ich, die ein bisschen Kommerzfilme machen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist einfach in der Schweiz schwierig, man. Also weißt du, so, also ist mir wie klar gewesen, aber ich merke so, in der Kunstwelt hat es wirklich keinen Anklang. Mhm. Weißt du, so, wenn du so kommerzielle Filme machst, so whatever. Voll, ja. Und ich habe heute als Spaß etwas vorbereitet für euch. Und zwar habe ich eine Szene geschrieben für eine Komödie, die ich mir überlege. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was so fest zukommt. Ich verarsche nicht, ist alles gut. Schau, ihr beide. Sagst du es? Gut. Das Drehbuch vor euch? Wieso tust du so kritisch, Bro? Nein, ich habe das geschrieben. Er will jetzt, dass wir das spielen. Wir spielen das jetzt. Ja. Schau, Bro. Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur die Sätze vorlesen. Okay? Und ich kann jetzt herausfinden mit euch zusammen. Ich liebe dich, was. Herausfinden mit euch zusammen, ob das ein gutes Intro ist für eine Komödie. Ich weiss noch nicht. Leset nicht, Jungs, hört auf lesen. Nein, ich tue euch das. Ich weiss noch nicht, ist das eine Serie vielleicht? Ist das ein potenzieller Kurzfilm? Ja? Okay. Ja, mach mal, ja. Also eine Person muss den Selim lesen, er ist ein Hauptcharakter. Wer will das machen? Ja, also ja. Okay, du bist ein Selim. Okay. Und die andere Person redet quasi alle anderen Rollen. Ey, gib mir Selim schnell. Nein, alles gut. Nee. Also, nein, ich mach die. Das ist gut. Ja. Und ich lese die ganze Regieanweisungen und so. Ich fühle schon die erste Satz. Okay. Und wichtig ist für dich immer, weil ich glaube an dich, wenn du natürlich wenn du verschiedene Personen redest, musst du verschiedene Stimmen machen. Ich bin drin, Bruder. Okay, Bruder. Mach eine Chaya. Für euch zum Verstehen, schaut, das Drehbuch ist so aufgebaut. Oben steht immer EXT oder INT. Und das ist Exterior oder Interior, das heisst, ist es drin oder draußen. Okay? Nebendran steht ein Ort. International. Nebendran steht ein Ort und nachher nochmal nebendran steht Tageszeit. Okay. Okay. Weißt du was, Bro? Du redest den Polizist, du redest den Selim und du redest Polizist 2. Oh. Das ist noch ein Satz, komm. Wieso nicht 2 Stimmen, Bruder? Ja, wie er 3. Wie 3? Der Ili, schau es mal, wie lange noch weiter, Bro. Es sind 3 Seiten. Oh, Bruder. Willst du jetzt alle 3 Seiten? Es ist schnell gemacht, Mann. Ich habe den grössten Job, ich muss die ganze Scheiße lesen. Scheissdreck, also.
Okay, Jungs, ich habe da Mühe, ich wollte wissen, ob das gut kommt. Okay. Also, Bruder, Okay, herzlich willkommen zum allerersten kurz und bündig Hörspiel für einen möglichen Film. 3 Fragezeichen, Ihr Vater Simon. Die 3 Sorry-Charette. Die 3 Vermissten. Okay. Also, Exterior, Straße, Abend. Ja. Ein Polizeiauto steht auf einer Straße. Bei der Tür steht ein Polizist, welcher wütend einen Mann in Handschellen ansieht, während ein anderer Polizist Notizen macht. Verstehen Sie so, was passiert? Ja. Okay. Selim, Ende 20, mit Locken, einem 3-Tage-Bart und bekleidet mit einem offenen Hawaii-Hemd, seufzt tief. Das ist ein Missverständnis. Bisschen lieber ruhig. Schauen Sie, ich kann das erklären. Der zweite Polizist. Ich habe jetzt schnell anficken, aber sag dir Schau mal, gib deine eigenen Dinge. Okay, es geht weiter. Etwas ruhig. Es geht weiter. Leset, meint ihr, müssen wir lesen, was die Rolle ist? Oben. So quasi Polizist 1 und 2. Ja, ich hätte schon gesagt. Ja, Okay, also das heißt, aber ich müsste das wieder noch vorlesen. Also, Okay. Also das, der Serhat spielt den Selim und jemand ist der Genau, Polizist so ist 1 es. gewesen jetzt. Und der Das ist ja ist Polizei. Der zweite Polizist hebt drohend seinen Zeigefinger und fuchtelt vor den Augen von Selim herum. Du musst beide Stimmen, jetzt musst du andere Stimmen, du bist Polizist 2. Aber Bruder, kurz. Ja. Ich tue jetzt Polizist 2 sagen und Instant Serim. Das Genau. heißt, ich tue zweimal. Aber halt andere Stimmen. Sakadon. Bruder, andere Stimmen. Also, Mangel an Personal. Polizist 2. Shit, Alter, ich habe gar keine Callcenter-Stimme. G. Beste Frau ist. Das ist gut, das ist super. Ich habe mir überlegt, welcher Polizist will mich stressen, wenn er nicht darüber reden. Auf jeden Fall so mit seinem Finger vor der. Also, lies vor. Nein, Quatsch, keine Lösung. Beste Frau ist mein Partner da. Es ist nicht jeder so angenehm wie er. Die Kamera fährt langsam zu Selims Gesicht, während wir seine Stimme im Voice-Over hören. Das auch? Nein. Oh, okay. Rückblickend ist vermutlich nicht die allerbeste Idee gewesen. Aber es hat in unserem Kopf halt... Oh, sorry. Ich muss nochmal... Hey, aber wieso machst du einen Selim wie der grösste Schweizer? Bruder, das ist jetzt im Voice-Over, Mann. Tamam, checkst. okay, Dömen. Aber das ist Oh, schon no. recht. Das ist schon recht. Bro, Sorry. look, das Ding ist, wenn ich runterlese, automatisch komme ich in meine Also, Schülerrolle rein. Und ich mache meinen Schüler. Mach. Es ist schwierig für mich. Okay, kann ich das gar gebe nicht. nur nochmal den Cue. Die Kamera fährt langsam zu Selims Gesicht, während wir seine Stimme im Voice-Over hören. Rückblickend ist es vermutlich nicht die allerbeste Idee gewesen, aber es hat in unserem Kopf halt um einiges besser getönt. Interior, Wohnung von Selim, der Nachmittag davor. Also ich sehe Szenenwechsel, jetzt gehen wir zurück. Ja? Selim sitzt auf einem Sofa in einem Hawaii-Hemd, während er einen Joint raucht. Im Fernsehen läuft eine Folge Rick and Morty und hält Selims volle Aufmerksamkeit bei sich. Cut. Ilir, ein korpulenter Mann Mitte 20 mit schulterlangem schwarzem Haar, schnipst vor Selims Augen mit seinen Fingern und zieht Selim mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Ilir. Ey, los ich zu, oh! Selim? Oh. Bruder, ich weiß nicht, was du dort rein da hast, aber es ist nicht schlimm. Hat es einen Grund, wieso du mir Selim gehst, du Eros? Bin ich der Selim? Nein, Bro. Der andere ist einfach ein bisschen fett, aber egal. Ilir sieht Selim tief in die Augen. Selim wirkt nervös, aber bricht seinen Blick nicht. Als Ilir plötzlich laut anfängt zu lachen. Es ist eben der gute Kusch. Er nimmt einen Zug des Joints, wirft sich nach hinten in den Sessel und redet weiter. Oh shit, was kommt, Bruder? Was machen wir jetzt mit all dem Scheiß im Kofferraum? Du weißt, du bekommst kein Geld, wenn wir sie verteilen. Alles easy, ich habe eine Idee. Es ist bald Schulschluss, oder? Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen mehr überzogen von mir als seiner Energy. Wie gesagt,
Ich sage einfach, Bruder. Wie gesagt, ich gehe in eine Rolle rein, wo ich wie ein Schüler muss etwas ablesen. Weißt du, der Yilmaz gibt mir so, er haucht der Ilir ins Leben, Bruder. Bruder, ich bin nicht gemacht zum aber ich Schauspieler sein. Wir sind bald fertig. Okay, aber für mich ist okay. Es gibt nochmal einen Cut. Exterior, Parkplatz, später. Ilir und Selim stehen vor einem geöffneten Kofferraum. Selim fässt hinein und nimmt eine Packung Gummibärchen hervor. Bro, überleg. Wir fahren einfach zu der Schule und fahren den Weg entlang. Oh, Bro, warte schon. Ich muss neu anfangen. Alles gut. Es hat 7 Kommas. Tut mir leid, ja. Alles easy. Ilir und Selim stehen vor einem geöffneten Kofferraum. Selim fässt hinein und nimmt eine Packung Gummibärchen hervor. Komm, schon lesen. Du musst gleich lesen, ohne dass du liest. Ja, aber Bruder. Mach, komm. Schau, es hat so viel Kommas, ich weiß nicht mal, wenn die Stimme hoch ist. Ah, nein. Okay. Bro, überleg. Wir fahren einfach zu der Schule und fahren den Weg entlang. Und jedes Kind, das wir sehen, fragen wir, ob es Süßigkeiten wollen. Welches Kind sagt schon nein zu Süßigkeiten? Bruder, was nimmt das für eine Wende, die Story, Alter? Sind Ilir und Selim Pedos? Plot Twist. Ich sag ja, Paul Füchsen. Jetzt kommt's mal, die am Fighten. Ilir sieht ihn verdutzt an, grinst anschließend und sagt: Pah, weißt du, wie schnell werden wir die los? Selim im Voiceover. Wie gesagt, rückblickend sehe ich es so. Sehe ich es auch. Ja, ich sehe es auch. Checkst du wieder im Voiceover jetzt? Ja, okay, check, ja, check. Ilir sind letztens ganz close. Oh, dann kommt er so mit etwas, wo ich Exterior, Straße, später. Selim lehnt sich aus dem Fenster, während ein Oldschool-Hip-Hop-Beat läuft. Als er einen kleinen Jungen sieht. Er nimmt seine Brille runter und lächelt schief. Oh, kleiner Mann, willst du mal Süßigkeiten? Der kleine Junge schaut Selim in die Augen und rennt auf einmal schreiend los. Was ist mit dem kleinen Uhrensohn? Schnitt. Exterior, Straße, Abend. Selims Kopf wird gegen das Polizeiauto geknallt und ihm werden Handschellen angemacht. Die Kamera fährt langsam in die Totale, während wir den Titel des Films über dem Bildschirm sehen. Fertig. Bum, 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 bum. Stabil. Was meinen Jungs, würde der Film oder die Serie schauen? Nein. Jeder, der schaut, kommt auf so eine Liste von der Bulle. Oh mein Gott, okay. Oh Gott. Jungs, ich finde es schön. Ich finde es gut. Ihr habt es gut gemacht. Ich sehe euch. Ich has, also, ganz ehrlich. Yeah. Mir ist scheißegal, ob es gut oder nicht gut ist. Ich kann mir wieder Gefallen machen. Bro, ich bin traumatisiert von so etwas einmal. Bruder, ich muss mir halt vorstellen, ich muss hineinversetzen in die Lage, weißt du, von diesen zwei. Ich habe, wo ich die Charaktere erschaffen habe. Ja, sicher. Habe ich mir so überlegt, für die, wie sie so drauf sind, haben sie das Gefühl, sie müssen wie so. Sie müssen halt Süßigkeiten verteilen. Das ist eine Art Werbegag. Und wieso habe ich den Arschplatz eigentlich bekommen mit dem scheiß langen Ding? Schau, Marke für dich. Das heißt nicht, ob ich aber ich bin einfach nicht. Ich bin einfach nicht, Alter. Zeig nicht, Marke. Das Beste ist, der Josh letztes Mal, hey Jungs, zeigen Marke nicht so leere Fokuswasser. nimmt einen Schluck von einer leeren Flasche, Bro. Ja, Mann. Nein, auf jeden Fall, das war ja nur ein Witz gewesen. Aber das habe ich vorher kurz geschrieben, am 4. Ich denke, für 1 Stunde, was fällt mir lustig sein. Und wie sind die Süßigkeiten verteilt? Bruder, du musst dir wie vorstellen, der Joke von dem Ganzen war so, dass sie das Gefühl haben, sie werden Süßigkeiten schnell los, indem sie an Kinder verteilen. Ja, nachher. Und nachher zeigen, oder? Aber das ist, wichtig ist bei so Szenen, dass man die Charaktere gut introduced, oder so quasi. Und das zeigt, glaube ich, schon ziemlich genau, was es für Menschen sind. Oder du merkst jetzt, wenn du das liest, du merkst, das wird eine Komödie wahrscheinlich und nicht ein Drama oder was weiß ich. Thriller. Oder ein Thriller. Voll, Bro. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich würde gerne ein bisschen Richtung Komödie gehen. Ich glaube. So. Ja. Es gibt einfach keine gute Komödie in der Schweiz. Nein, gibt's nicht. So eine Rush-Hour-Komödie, oder? Ja, ist eben die Frage, oder? Was ist dann so wiederum cringe und was nicht. Aber Joker ist ja jetzt die Schweizer Serie, die von Sky produziert wird und von Shining Film. Und das geht ein bisschen Richtung Komödie. Auch wenn es, ich muss sagen, ein bisschen ausgelutscht ist mit dem ganzen Polizei-Comedy. Aber zum Beispiel, Bro, stell dir vor, so eine Sitcom in der Schweiz, wie zum Beispiel Superstore.
Hast du an der Superstore gesehen? Ja, schon ein paar Folgen einfach mal, ja. Voll Superstore oder so, irgendetwas wäre richtig geil. Aber eben, woher das Geld? Bro, wir sind das Beste, was die Schweiz anbietet, serientechnisch, ist Tatort. Und Tatort schauen einfach nur 50 und ältere Leute. Leute, die älter als 50 und älter, also weißt du so, verstehst du? Voll. Bro, Tatort, also, es ist halt schwierig, weil... Das hat ein fettes Budget und so, nicht? Ja, es ist halt so in der Schweiz, also ich glaube, der Tatort von der Schweiz und der Tatort von Deutschland ist wie gemixt, habe ich das Gefühl. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube so, es gibt einfach nur einen Tatort und Schweizer Tatort ist wie so in dem Tatort drin. Okay. Ich glaube, es gibt so mittlerweile, keine Ahnung, wie viel Folgen und Staffeln. Und einer von unseren Dozenten zum Beispiel, Cedric, hat jetzt gerade, also er hat nicht einen, sondern hat einen Tatort gemacht. Was hast du gesehen? Was denken ihr, seit wann gibt es Tatort? Tatort gibt es zu lang, ich glaube. Oh, das hat mich gar schockiert. Ich glaube, Tatort gibt es seit den 60er, 70er. 70er. 1970. 1980. 1970. Ja. Tatort gibt es schon sehr lang. Warte, muss ich aufpassen, dass es nicht bricht. Ja, Mann, und ich meine, das Problem ist halt auch bei so Serien wie Tatort, wenn schon mal ein Regisseur oder Regisseurin das kann machen, dann ist wie so, die sagen dir so, hey, look, du gehst einfach direkt strikt nach Drehbuch. So, du darfst nichts verändern, du darfst nicht irgendetwas anders machen, du darfst nicht irgendwie neue Sachen reinbringen, weil sie wissen, wie so das läuft so oder so. Und sie haben wie Angst, weißt du, was ich meine? Und ich habe mit einem Produzenten darüber geredet, der einer gemacht hat, und er hat gesagt, look, ich finde so der, der directed hat gesagt, das Drehbuch war einfach Müll gewesen. Und er so jetzt im Nachhinein hätte ich einfach alles selber gemacht, scheiß drauf. Hätte ich einfach selber gemacht, ohne dass sie wissen, dass ich alles anders mache. Und was wollen sie machen? Weil dann ist es schon dreht. So. Tatort ist scheiß langweilig. Hast du mal geschaut, die Folge? Das ist wie Brokkoli als Kind. Nein, ich habe es nicht gegessen. Brokkoli? Aha. So, nein, ich habe es nicht gegessen, aber trotzdem scheiß auf das. Hast du nie Brokkoli gegessen? Brokkoli ist geil. Oh, Mann, als Kind hast du nicht. Ja, als Kind hast du echt nicht. Nachher hast du mir gesagt, ich habe nicht gern, obwohl du noch nicht gegessen hast. Und ich sage jetzt auch, obwohl ich noch nicht geschaut habe, es ist scheiße. Fair. Ja, es ist ja so, also haben wir eigentlich gecheckt, so, was der Tatort ist eigentlich... So Mord und so. Ist eigentlich CSI Miami. Ja. Halt auf. Also auf SRF steht, dass die erfolgreichste Krimi-Serie im deutschsprachigen TV ist. Mhm. Und dass halt einfach verschiedene Polizisten in verschiedenen Städten. Ja, genau. Und das gibt halt so, das genau, sind die verschiedenen Staffeln quasi. Genau, oder? und dann gibt es halt eben noch für Luzern, Zürich. So. Wack. Tatort Tös, überleg. Zentrum Tös. Dort Zürich Kreis 4, Sicario und so dort. Ja, Zürich ist anscheinend erst ab Oktober 2020 jetzt auch. Ich glaube, das Geile an so einer Serie wie Tatort ist, dass du halt so Städte, wenn du in der Stadt Zürich wohnst zum Beispiel, dann siehst du halt Orte, wo du kennst. Weißt du, was ich meine? So, ja. Dann siehst du, sie haben so dort und dort und dort gefilmt. Ja. Was halt noch geil sein kann. Ja, juckt. Ja, eben, ja, fair. Aber ich meine, schaust du Krimis überhaupt? Wenn es etwas gut hätte, würde ich schon schauen, wahrscheinlich. Ja. Also auch Englische zum Beispiel. Also, wenn das zu Krimis zählt, Suits. Suits ist eher Drama. Dann nicht. Kennst Sherlock? Die Serie, wo der Benedict Cumberbatch. Ah, nein, nicht die. Kennt. Der, wo der Ding spielt, Dr. Strange. Aha, ja. Nein, nicht. Das ist sehr geil. Aber der Film Sherlock Holmes. Mit dem Robert Downey Jr. Mit dem Robert Downey Jr., ja, der ist scheiße. Der ist vom Spike Lee, glaube ich. Der ist scheiße, der ist geil. Nein, Bro, glaub mir, du musst... Ja, glaube ich, 2 sogar. Zwei. Du musst die Serie schauen. Eine Folge geht 1,5 Stunden. Und es gibt pro Staffel 3 Folgen quasi. Das ist wirklich geil. So, das ist eine der besten Krimis, glaube ich, was es gibt. Apropos Sherlock. Mhm. Hast du gelesen? Gerade vor kurzem hat der ein SRF-Reporter seinen Vater begleitet und hat aus dem halt eine SRF-Doku gemacht. Ja? Und die Doku heisst «Mein Vater, der Detektiv». Nein, aber ich habe, glaube ich, davon gehört. Okay, auf jeden Fall hat er seinen Vater begleitet und sein Vater hat einen Auftrag gehabt, von einem Typ die Adresse von seiner Ex herauszufinden. Okay. Krass. Also der Typ hat gesagt, er findet heraus, wo meine Ex wohnt. Und er hat das herausgefunden, hat ihm die Adresse weitergegeben und das Zeug und die Arbeit ist erledigt gewesen. Mhm. Und er hat das gemacht, obwohl der andere Kontaktverbot mit seiner Ex hat. Checkst du? Ah, okay. Anja. Ja, und das darf er? Eben, das ist das darf er das
Und abgesehen davon, wenn er darf, moralisch ist das okay. Eben, also moralisch ist eine andere Frage, oder? Aber ich meine gesetzlich. Und eben das halt, die andere Frage ist halt so, der Typ hat es aufgenommen, hat ein Doku daraus gemacht, ist auch der Doku vorgekommen. So. Okay, spannend. Hey, look, ich find so Dokus, Filme. Also ich habe ja nichts mit Dokus am Hut. Das ist ja meine erste Doku quasi, die ich jetzt mache. Das Gute, zum Beispiel technisch betrachtet an einer Doku, ist, du darfst mega viele Fehler machen. So. Es ist nicht wichtig, wie schön es beleuchtet ist oder was auch immer. Oder? Ich meine, wenn du Doku schaust, dann ist es wieder spannend. Oder nicht? Natürlich, wir sind jetzt mit der ganzen Netflix und Sky und so Dokus sind wir ein bisschen, wie soll ich sagen, sind wir ein bisschen verwöhnt. Weil Ja, sind jetzt mittlerweile, und so. ja, und mittlerweile ist es auch sehr schön so, oder? Ich meine zum Beispiel, weißt du noch, wo wir den geschaut haben, Yilmaz? Don't Fuck With Cats. Habe ich das mit dir geschaut? Nein, wir haben es beide geschaut und darüber geredet. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Doku, der gut gemacht ist, oder so technisch. Krank. Genau. Aber es ist auch inhaltlich geil, oder? Und ich meine, die Frage ist jetzt zum Beispiel, wenn du so eine Doku nimmst, wie zum Beispiel Don't Fuck With Cats, kannst du ja auch theoretisch Leute dazu bringen, zum Scheiß machen. So ein Nachahmungstäter. Oder die Netflix-Serie, ich habe sie nicht geschaut, aber Dahmer heisst sie da, glaube ich, wo es um den Serienkiller geht. Jeffrey Dahmer. Dahmer, was auch immer. Ich weiß nicht, ist das ein Doku oder? Ja, Es hat einen Film, nein, es gibt ein Doku und es gibt so eine Miniserie. Aber es ist Fiktion, also oder? die, die Nein, so viral geht, ist Miniserie. Ja. Eben, das ist Miniserie, ist Fiktion. Okay. Also es basiert auf dem, was er gemacht hat. Genau, aber es ist halt so wie gespielt, Genau, oder? ja. Ja, voll. Und ich meine, das ist auch so etwas, Leute schauen das jetzt, weißt du, und sagen nachher so, oh Daddy und so, und er ist mega cool und er ist mega hübsch. Er wird so ein bisschen sexualisiert. Und Leute, es gibt quasi Nachahmungstäter jetzt, oder? Aber eben, das ist so die ewige Frage, so, wenn du ein Doku machst von etwas, wie zum Beispiel, wenn er ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber wenn er sie von seinem Vater gemacht hat, die Frage ist, tut er seinen Vater ins gute Licht? Oder tut er einfach beobachten? Ey, ich habe die Doku geschaut, also nicht durchgeschaut, sondern wieder ein bisschen reingeschaut. Und dort ist, glaub's, also ich weiß nicht mal, aus welcher Perspektive das zeigt, weil es ist halt ja wie so eine Serie. Also wie so, wie soll ich sagen, es wird wie, du siehst einfach, was der Typ gemacht hat und so weiter und wie halt auch sein Vater und der Staat mit dem umgegangen ist. Und deswegen kann ich halt schwer sagen, wie sein Vater in dem aussieht, aber das ist kein Problem bei dem. Auch bei dieser Serie, weißt du, wie der Vater aussieht. Ja, also ich glaube halt einfach so, Detektive sind halt allgemein kein gutes Image. Ah, warte, du redest von der anderen Serie, die ich jetzt selber gesagt habe. Ja, genau, von dem. Nein, also der Typ einfach Privatdetektiv, so nicht weder bekannt noch also noch Fame, ist einfach, der Typ hat gefunden, kann spannend, sein Vater mal ein bisschen Arbeit aufnehmen. Aber genau, aber wie hat er seinen Vater porträtiert? Weißt du, also wirkt er als positiver Typ? Ich habe es nicht geschaut. Ich habe nur den Anfang, also ich habe nur ganz am Anfang. Und weißt du, bei SRF, ich sage schon, die letzten paar Dokus, Easy Wack und so, es hat die hohe Qualität abgenommen. Und deswegen habe ich das gerade übersprungen und habe gerade andere angefangen. Und erst später habe ich dann eben auf SRF selber, also erst später selber einen Artikel gesehen, dass die Doku eben problematisch sind. Okay, aber ist sie dann problematisch, weil sie das... Eben weil er unter anderem das ausführt, weißt du, weil er mit der Großen findet, wo die Ex von einem wohnt, wo er dass er Kontaktverbot so hat. Das macht, was die anderen wollen, obwohl das ein bisschen obwohl es moralisch fragwürdig ist. Ja, und es ist eben auch die Frage, ob es legal ist. Check's nicht. Okay. Hey, ich glaube so, die Privatschnüffler sind ja, bewegen sich immer sehr stark in dem Grad zwischen legal und illegal. Ethisch ist es natürlich, also ich meine, Bro, jemandem Adresse auf der Ex geben, also das steht ja außerhalb von der Frage, aber ich glaube, die Schweiz hat ein Problem mit so Sachen, weil in der Schweiz zum Beispiel, haben Sie sich auch gehört, ist so, wenn eine Person sexuell belästigt wird und nachher ihren Täter anzeigt, dann kommt der Täter wie einen Brief über, wo drin steht, die Person hat dich angezeigt, mit der Adresse. Weißt du, was ich meine? Oh, tschüss. Was? Ja, Bro. Das ist einfach in der Schweiz, weißt du? Also in der Schweiz, in jedem Laden, wo du reingehst, ist zuerst mal Datenschutz, wo du ins Gesicht bekommst und nachher so etwas. Ja, wenn du angezeigt wirst, muss wie halt so stehen, von wem du angezeigt worden bist. Ja, der Name lange doch, Bruder. Ja, aber Bro, es ist halt... Oder ob er genau die Adresse bekommt, weiß ich nicht, aber ich weiß, es ist ersichtlich. Das war wie ein Thema gewesen, mega lang, weißt du? So in der ganzen Insta-Landschaft und whatever. Krass. Ja, wir sind in vielen Sachen hinein drin und... Hey, apropos Dokus, jetzt so ein Thema wechseln, aber haben die untergegangenen Zivilisationen gesehen? So Maya und so, oder was?
Nein, generell. Es ist eine neue Doku auf Netflix. Das ist sehr spannend. Ja? Ja. Es geht darum, dass es so ein... Er sagt, er ist ein Journalist, aber er geht quasi so Gebäuden oder Architekturen an, die laut seinen Messungen vor der Eiszeit und während der Eiszeit und nach der Eiszeit stammen. Und das ist etwa über 12.000, 13.000 Gebäude? Ja, also wirklich so mit Silos, also weißt du, halt in Felsen reingehauen, mit Silos und all das. Nicht FIFA-Turm? Hey, nein, ich kann sie nicht sehen, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal etwas auf Netflix geschaut habe. Ja? Also, lang nicht. Also Netflix hat meiner Meinung nach auch abgenommen, so mit allem. Netflix ist auch weg. Vor allem, was kostet das im Monat? 24,90? Mittlerweile, Bro, wir zahlen das. Ja, also wir zahlen das, weil ihr alle Parasiten unsere Netflix benutzen. 24,90 für so einen Scheiß, Alter. Am Anfang hast du eine Freude gehabt. Du hast einfach ein Portal, wo all die Lieblingsfilme gefunden hast von früher. Und jetzt was komme ich über für Dokus, Alter? Ich habe einfach Dokus letztes Mal über Kleiderfalten und ordentlich von der Japanerin, die Minimalistin, wie heißt sie? Ja, doch, ne? Doch, aber... Was ist das? Ja, Bro, minimalistisches Leben kann ich noch spannend. Ja, okay, also für mich nicht, aber es gibt Leute, die interessiert das. Ich finde nicht der Lebensstil-Dings, es geht darum. Ich schon. Es geht darum, so... Das haben wir zum Anbieten. Bro, look, Streaming, also ich meine, Bro... Ich glaube, es geht generell einfach um Liefern, Bro. Bro, Serhat und ich haben Netflix, Disney Plus, Sky und Prime. Habe ich alles auch. Ich weiß, dass du alles auch hast, ja. Du und der Roche und schön. Das Problem, das ich habe, ist, ich habe auf jedem von diesen Anbietern, außer Netflix momentan, eine Serie, die mich interessiert. Ja. Weißt du, was ich meine? Und Streaming, jetzt, ich sage, wir sind jetzt im Golden Age of Streaming. Weil bis jetzt haben wir noch ein bisschen Macht darüber gehabt, was wir schauen können und was nicht. Mhm. Ich sage, es gibt wie so zwei Möglichkeiten, Bro. Ich meine, Disney Plus hat angefangen, damit, dass du Filme, die im Kino laufen, schon kannst schauen für 15 Stutz einmalig. Weißt du? Also so quasi Video on Demand / Kino, etwas so. Was jetzt als nächstes passieren wird, ist wahrscheinlich, wenn das rechtlich und lizenztechnisch irgendwie funktioniert, Bro, wird es eine Möglichkeit geben, wo du zum Beispiel nur noch einen Anbieter hast, mit allen drin. Wäre am besten. Zahlst vielleicht 40 Stutz, aber du hast Werbung. Ich meine, Bro, Hulu hat in Amerika gibt es schon Hulu. Und dort schaust du Werbung, während du das schaust. Also weißt du, obwohl du zahlst. Das ist doch auch Netflix. Hat auch irgendwie, habe ich auch mal gelesen, dass sie so eine Option anbieten, die ein bisschen günstiger ist, aber trotzdem Werbung drin hast. Also, und dann sind wir wieder beim Fernsehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und der Grund, wieso Netflix überhaupt so... Ich meine, Bro, Netflix macht, glaube ich, vielleicht bin ich seit halb verbreitet, aber ich glaube, sie machen seit Jahren rote Zahlen. Ja, habe ich letztens auch gelesen, läuft nicht so gut. Bro, sie machen auch Filme, wo sie irgendwie 9 Millionen oder wie viele Millionen auch immer investieren. Einfach damit Film nach Film nach Film nach Film nach Film rauskommt. Aber ja, Bro. Der ganze Streaming-Scheiß ist ein riesiger beschissener Scheiß, Alter. Du musst... Beste Beispiel Fußball. Ich würde einfach Fußball schauen. Mhm. Nur Fußball schauen, nur das. 90 Minuten, nur das, fertig, nicht mehr. Und ich würde schauen, zum Beispiel von der englischen Liga. Ja. Also ich habe die englische Liga bei diesem Anbieter. Ja, genau, den Match hat ein anderer Sender Lizenz gekauft. Der Match gibt es exklusiv auf DAZN, Blue Sport, was auch immer, fickt alle ihre Mieter. Das ist, Bro, und jeder, der sagt, okay, ich will bei dem schauen, statt Mieter den Match für 99 oder mach es Abo pro Monat für 99. Also die Leute, weißt du, das ist so ein Scheiß, die Lizenzen werden auch, glaube ich, verschenkt. So, irgendwann brechen sie aber für Halbzeit. Erste Halbzeit der, zweite Halbzeit der. Aber gibt's, ich glaube, früher war es so ein Ding, wo du bist in so einer Sportbar einen Match schauen. Ja. Macht man das nicht? Ist das kein Ding? Ja, also in Dings machen es, in Türkei gibt es das immer noch. In Türkei ist ja Dings Easy Tür immer noch. So die, Sky und was weiß ich. Also die türkische Liga läuft ja beim, ich weiß nicht mehr, einfach türkischer Sender. Mhm. Und bei InSport oder so. Irgendetwas und die haben halt auch, das ist auch Easy Tür. Und dann macht einfach ein Kaffee, kauft die Lizenz und verkauft noch Pinot Tee und Ciao, also Kaffee und so. Und dann, aber das da in der Schweiz, unmöglich.
Also ist das auch nichts, was dich interessiert, so Public Viewing quasi? Ja, ist einfach so das Ding, das du mit Kollegen machst. Du lieber entweder mit Kollegen abmachen oder du selber so. Aber so, wenn es jetzt eine Bar gibt in der Schweiz, wo so, keine Ahnung, 10 verschiedene Fernseher hat und auf der läuft immer so ein geiler Match halt. Und du redest von so einer Sportsbar? Sportsbar quasi, würdest du nicht gehen? Weniger. Also momentan ich habe ein paar Abos schon. Mhm. Und ich bin einer, der gerne einfach generell entweder im Stadion oder die Heime selber oder halt bei den Kollegen so. Das wäre nicht so mies. Weil du hier gehst, dann zahlst du für ein es fängt schon an, weißt du schon. Willst du einen Eistee holen, 4 Stutz. Fängt schon dort an. Willst du irgendetwas anderes, einen Snack holen, Popcorn, 8 Stutz. Und würdest du so Fußball im Kino schauen? Nein. Was willst du nicht machen? Das ist, weiß nicht. Fußball ist zu emotional. Ich kann nicht mich drauf einstellen, auf einem bequemen Sessel hocken und 90 Minuten einfach so nur schauen und dann das wär's. Aber stell dir vor, so zum Beispiel Swisscom hat ja Blue Sport auch und in ja alle Kinos, also alle, viele Kinos gehabt, so Blue Cinema und so. IMAX und so. Genau. Stell dir vor, sie würden jetzt so Public Viewing Fußball-Events machen. Würdest du nicht gehen? Wenn du so wüsstest, alle, die dort sind, können da. Ey, das wäre dann ein Event. Das wäre dann nicht mehr so eine Location. Ja. Wie so eine Bar, wo halt auch dort ist. Nein, es wäre no. Sie machen ja Public Viewing, aber nur so WM, EM, so Sachen. Ich glaube so Champions League und so Ligaspiele nicht. Ja. Da müsstest du wirklich so wirklich Sportsbar gehen, wo dann die Sachen auch zeigt. Jetzt kommt WM wieder, ne? Katar, ja. Was steht die Meinung so? Das ist im Fall ziemlich negativ. Also Leute sind ja voll auf Boykott und so Ja. wegen... Also wegen der grösste Scam, den es gibt, ist, hast du Videos gesehen, wo sie Fans simulieren, wo Schweizer Fans ja. und brasilianische, Deutsche und einfach alles Tamilen und Inder. Wie alles Gastarbeiter. Bro, wie das Ganze ist von A bis Z inszeniert. Also wahrscheinlich für die es nicht checken, die nicht mitbekommen haben, schnell erklären. Also es gehen Videos wo quasi Leute mit so brasilianischen Flaggen und Trikots also sie zahlen das Land repräsentieren. Sie zahlen Gastarbeiter vor allem, aber auch Einheimische, aber ich nehme jetzt mal an Gastarbeiter vor allem, zahlen dafür, dass sie halt sowieso zum Beispiel von der Schweiz, von Brasilien, von Deutschland Zeugs anlegen und dann halt Fan gehen, so in Gruppen. So zum Stimmung machen. Genau. Aber das ist 100% Fakt. Das ist, Bro, das ist Gastarbeiter sind. Also du brauchst das Auge, Bro. Ja, man sieht Bro, es. wie meinst du das? Also wenn ein Pakistaner oder ein Inder von Deutschland auf Katar Film schauen, von Fußball schauen, der geht nicht, der geht umsteigen zu mit Heimat runtergehen. Ja, und dann auf einmal gehen 100 Personen. Bro, nachher fragt er, who's gonna win? Und die sagen dann mal so, die sagen, hey! Sag mal Deutschland. Hey! Bro, das ist ja wild, Bro. Das ist richtig lustig, ist da von A bis Z gestellt. Aber das Ganze, also die ganze WM-Sache und so, Bro, ist ja jedes Mal so, es wird so riesig Geld investiert. Ja, WMs werden seit Jahren schon gekauft, seit Jahren schon. Crazy, ja? Ist nicht irgendwo in Afrika auch eine WM gewesen? Südafrika. Das war 2010. Bro, es wird, ich sage jetzt mal, seit sicher mich schon gibt, werden sicher WMs gekauft. Seit sicher 20, 30 Jahre. Das ist crazy. WMs und DMs, Bro. Weißt du, wie ist das Komitee aufgebaut? Ganz einfach so. Es ist ein Komitee aus irgendwelchen Ex-Fußballprofis, Ex-Funktionären von Vereinen. Mhm. Und dann gehst du als Land dorthin und präsentierst als Land, also du gehst dorthin und präsentierst als Land, wieso solltest die WM bekommen. Und Amerika hat zum Beispiel der Bill Clinton schon mal geholt und so. Bill Clinton vor dem FIFA-Komitee am sagen, in Amerika, ne? Juckt, Alter. Juckt, Alter. Hol den Trump, Alter. Juckt, man. Mach mal das Portemonnaie auf, Alter. Es gibt jetzt auch ein Doku über FIFA. Bro, ganz ehrlich. Was kann er mit dem finanzieren? Weißt du, mit dem Bill Clinton? Ich habe den Bill Clinton gesehen und jetzt? Was ist das? Es gibt eine FIFA-Doku auf Netflix. Es gibt 100'000. Nein, jetzt auch aktuell eben, vor allem wegen der Katar-Geschichte. Es gibt mittlerweile so, jeder Kanal, ZDF, ARD, alle haben schon, also gerade jetzt wirklich so, innerhalb der letzten 4 bis 8 Wochen haben alle rausgehauen, alle Dokus. Ja. Alles, was es gibt. Ja, weil vor allem mal Katar in Kritik steht, wegen, sie sagen, dass Leute, also Gastarbeiter, beim Erbauen von der Stadien gestorben sind. Und halt eben so Frauenrechte und alles. Das ist ja die ganze Boykott-Geschichte, oder? Gegenüber das Land eigentlich. Genau. Ey Bro, das ganze Thema können wir gerade sehen. Schon nur, also einfach mal Fresse heben so und schon nur, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft dort, wo eigentlich immer im Sommer ist, müssen verschoben werden auf Winter, weil im Sommer zu heiß ist. Es ist jetzt immer noch zu heiß. Die haben Klimaanlagen müssen einbauen, das ganze Stadion auf 20, 21 Grad abgekühlt wird. Krass.
Wieso ist die Leute kippen dort? Vor allem die Fußballspieler. Ja, wie die rumrennen und so. Hast du EM gesehen, wie der Eriksen dort auch gekippt ist während dem Spielen? Ist es während Ramadan gewesen? Nein, der Eriksen. Eriksson, Bruder. Der Ding, Bro, der Rufat Eriksson. Ja, so ist Ramadan gewesen. Ja, Bro, ich hab mal einen gesehen, wo von den Fußballern, der quasi fast gekippt ist, weil er wieder halt nicht getrunken hat. Er hat auch Eriksson geheißen, er hat auch blonde Haare und blaue Haare. Bruder, ich weiss noch, wie die aussehen, man. Ich fick den Eriksson, Mann. Ihn und der Sony fick ich auch gerade, Mann. Ja, auf jeden Fall, es ist... Bro, jede WM ist in der Kritik. Also verstehst du schon, Russland ist Kritik, schon. Jede WM ist Kritik und... Ukraine ist doch gewesen, oder? Nein, Russland ist gewesen. Wegen Hunde und so, die umgebracht werden auf der Straße. Ey Bro, also schon an der WM in Brasilien haben sie ganze Favelas abgerissen und Menschen umgebracht und so weiter, die sich gewehrt haben, zum Weg von die Heime gehen und so weiter. Das ist aber schon crazy, was da Bro, ja, in Brasilien Bro, ist es ist da musst du das an der Wurzel abhaken, Bro. Und FIFA go ficken, aber schwierig, wenn das ganze Konstrukt von ABC kriminell ist, weil das Konstrukt von ihnen, das sie aufgestellt haben und das System und die Regeln und die Gesetze, die sie sich selber gegeben haben, erlaubt. Und tut sogar auch ein bisschen pushen, weißt du? Ja, aber ich meine, theoretisch ist ja, wenn, also ich meine so, man sagt ja Power to the People und all das Zeug, und ich meine, wenn Leute das wirklich nicht würden konsumieren, dann würdest du schon ein Zeichen setzen, oder? Wie willst du als Fußballfan nicht dein Land unterstützen? Wie willst du als Fußballfan nicht EM oder WM schauen? Checkst? So, das ist eigentlich ein Monopol, das die dort aufgebaut haben. Ja, natürlich, aber eben genau so. Ich sage ja rein theoretisch, wenn jetzt keiner das schauen, sie würden keine Einnahmen machen, keine Einschaltquote, dann ciao. Oder? Ich meine, dann würde sich etwas ändern, oder? Ja, aber ja, bringst du eben alle Fußballfans dazu. Das ist schon crazy, Mann. Ja, warum schaffst du nicht? Ja, Bro. Also ich habe ein Ding gesehen, so einen deutschen Moderator ist so irgendwie Fans ansprechen. Und die so, ja, boykottieren dir WM. Die so, ja, sicher und so. Sie sind so mit so Trikots und so. Nachher der so, aber 1-2 Spiele? Ja, 1-2 geht schon. Hey Bro, was soll ich sagen, Bruder? Die haben die Wahl bekommen 2010. 2010 sind sie bekommen, genau. Das war das erste Mal, dass FIFA überhaupt an 2 Länder gleichzeitig verteilt haben. Und per Zufall gerade Russland und Katar. Wieso an 2 Länder? Sie haben, ich weiß nicht, keiner weiß, es gibt bisher keine Erklärung. Und Russland hat man sie jetzt weggenommen, oder was? Nein, Bro, 2010 hat man WM... vorgreifend schon. Genau, hat man gesagt, wer jetzt die WM 2022 und 2018 dann voll bekommt in Russland, was war. Und ich glaube, wie beiden ist, ich zeigt Katar Russland wegen die haben mehr Scheine gegeben, weißt du? Krass, Mann. Bro, das ist... ja, der Sepp Blatter, gerade letztes Jahr habe ich ein Interview gesehen, weißt du, eigentlich hast du genug von Sepp Blatter gesehen, weil Bro, der Typ ist kurz vor dem Sterben. Ja. Was bringt ihm sagen, gell, das sind die Sachen sind gekauft. Jeder weiß, es ist gekauft. Was gehst du an einem 50-Jährigen, der vor dem Krepier ist? Ja, das ist gekauft, gell? Also, was würdest du machen, wenn er ja würde sagen? Das stirbt in 2-3 Jahren. Und dort hat es mal einen, so einen Deutschen gehabt, der wahrscheinlich hat gedacht, er hat jetzt Peak-Moment von seiner Karriere. Und er so, aber die Gerüchte, die da rumgingen, dass die WM gekauft wurde, die stimmen. Und der Sepp Blatter versucht so politisch korrekt abwehren. Ist das gerade lustig? Ja, irgend so etwas. Nachher sagt er so, ja, aber man hat doch gewusst, dass der gekauft ist, oder ist doch klar gewesen. Ja, Bro, du weißt es, er weiß, jeder weiß es. Was gehst du in alten Mann go blöd darstellen? Der hat seinen Cash bekommen, das ist Jahre her, du kannst Stress, es juckt nicht, er geht heim, er ist 2 Stunden nach dem gestresst und geht heim und ihn juckt nicht mehr. Dort gehen sie versuchen, das ist für Medienschaffende und Journalisten, ist das Sache an der Wurzel packen und verstehst du? Ja. Also ich bin dafür, dass man kritisiert. Und ich bin dafür, dass man Zahlen offenlegt. Wer ist gestorben? Was ist gestorben? Was hat das alles gekostet? Dass Leute wissen, was jetzt gerade passiert ist und was sie am Schauen sind, was der Hintergrund ist. Aber hört auf mit so... Weiß ich nicht, ich habe es gar nicht weiter, Alter. Ich habe jetzt einfach 8 Dokus gesehen über die FIFA so. Und ich allein schon, also ich habe nicht geschaut, aber für YouTube. YouTube siehst du da Doku. Jeder spricht das Gleiche an, alle reden über das Gleiche. Jeder tut das Gleiche thematisieren, was die ganze Welt weiss. Es ist ein Land, wo als Schule keine Chance hast. Öffentliche Liebe zeigen auch keine Möglichkeit, Frauenrechte und so weiter. Und die kommen jetzt, bevor die WM war und 10 Jahre lang, ist so... Anja. Ist ruhig. Es ist schon etwas gelaufen, aber nicht so gross. Aber jetzt, weil halt die WM auch das Thema ist, alle, Output, raus. Ich will nicht sagen, dass pauschal jeder, der jetzt da diese Sachen geschafft hat, Hauptsache hat nur etwas rausgehauen, aber...
Gut, ich meine, die Sache ist halt, also so aus der Sicht von zum Beispiel so in der Reportage oder Content Creation, was auch immer. Ich meine, vor 5 Jahren hast du so eine Doku nicht geschaut. Wenn eine Doku rausgekommen wäre über, also weißt du, wahrscheinlich weniger, über WM 2022. Ja. So, weißt du, ich meine, das ist ja die Sache, es ist halt Zeitgeist treffen, oder? Und Puls von der Zeit, ja, was weiß ich. Ja. Sorry. Es hat eben schon Reportagen gegeben immer wieder, weißt du, wo live beim Bau von den Dings so versteckte Kameras, so Leute so in die Baustelle gegangen sind und dann so in eine Kabine geschaut, wie sie wohnen und so weiter. Aber damals haben weder sie das gross medial aufgepusht, so wie jetzt, und jeden Tag Output. Und noch haben halt Leute, wie es halt nicht so gross dargestellt wurde, Interesse gezeigt. Ja, verstehe ich. Wenn du einfach so beim Scrollen da unten siehst, Katar-Reportage, Tote und so weiter. Ich glaube, es war sogar 1-2 Tage gross gewesen sogar. Weil es ist gerade so, es hat gut gepasst mit FIFA ist am Arsch, Katar sind ein paar Sachen rausgekommen. Aber sonst, Bro. Ich meine, Bro, die 6'000, wenn er schon sagt, die ganzen 6'500 Leute sind gestorben und ihr wollt etwas leisten, so journalistentechnisch, dann ein bisschen tiefgründig, ein bisschen mehr etwas, was man nicht schon weiß. Also ich will nicht sagen, dass die 6'500 jetzt, wenn man die Info hört, fuck, wieso sagt so, easy. Aber Bro, weißt du, was ich meine? Checkst du, was ich meine? So, ich verstehe, was du meinst. Du paar Wochen halt so... Du hast einfach immer das Gleiche gehört. Die gleichen Argumente, verstehst du? Und das sind so Argumente, wo man erstens mal weiß, was Katar für ein Land ist. Und zweitens, man weiß, dass die FIFA gekauft wurde. Ja, also Bro, ich bin ja nicht gegen dich, aber ich sage halt einfach... Ich meine mehr so, check mir echt im Podcast so, was ich meine. Voll, ja. Also wir wissen ja alle, was die Meinung ist, so gegenüber das. Das ist ja nicht die Frage. Aber ich meine mehr so zum Beispiel... Es ist halt auch, oder? Ich meine, jetzt in den Jahren 2022, in den letzten 5 Jahren ist sehr viel passiert, so wenn man jetzt von dieser Wokeness redet, oder? So, Leute sind viel politisch und offen anders gegenüber Leuten, die queer sind. Weißt du, was ich meine? Und natürlich sieht man das Land, wie zum Beispiel Katar, wo homophob ist. Ganz einfach, oder? Aber ja, ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen, die Leute können halt gerade darüber urteilen. Oder wenn Leute urteilen können, dann haben sie das gern. Aber Bro, ich sag dir ehrlich, eben wie gesagt, EM und WM ist nicht etwas, was mich interessiert. Ja, fix. Aber natürlich finde ich es scheiße, dass das in so einem Land das stattfindet. Aber ich meine, wo hat es denn stattgefunden bis jetzt, wo kein Problem, also weißt du, wo so... Bro, eben Russland, Brasilien, sogar die WM, ist das WM in Deutschland? EM. Nein. Ah, okay. Also, aber sogar das ist gekauft, Alter. Es ist, glaube ich, es ist von A bis Z gekauft. Die haben auch so keine Aufnahmen gesagt, wo sie gesagt haben, weißt du, ich bin ab so und so viele Millionen, kommst meine Stimme über. Ja. Das ist crazy, man. Aber ja, gut. Und das ist eine Stiftung. Noch kurz erwähnt, das ist eine Stiftung, wo keine Steuern muss zahlen. Überleg G. FIFA ist eine Stiftung. FIFA muss keine Steuern zahlen. Das. Wie ein Killer, weil alles, was sie halt einnehmen und machen, halt alles rein für Stiftung ist. So ein das ist von A bis Z. Und ich zahle sicher mehr Steuern, du jeder an dem Tisch zahlt sicher mehr als die. Korrupt, man. Privatinseln auch noch. Aber was soll ich machen? Wir können nur darüber reden im Podcast. Ein paar Kennex und Kennekinnen kommen das mit über. Vielleicht ein oder andere, der ein bisschen mehr Einfluss hat auch. Aber jeder weiß eigentlich Bescheid davon und das war's. 6'500 Leute gestorben. So als Side-Fact. Und jetzt gibt es ab dem Sonntag Glühwein und Fußball. Genau, aber wir reden das ja nicht. Voll. Ich meine mehr so, das ist so der Fakt und ab dem Sonntag ist für viele Leute so Weihnachtsmarkt, Glühwein und dann Fußball. Ja, Bro, es ist natürlich immer der Fall, oder? Eine Woche später, oder eine Woche nach der WM wird das wieder kein Thema sein. Aber normal, hast du das Gefühl jetzt in die nächste die nächste WM, ist die nächste WM schon klar, wo sie ist? Nein, es gibt Wahlverfahren. Ich glaube, Mexiko und Amerika in Kombination sind in enger Auswahl. Also ist Amerika jemals an einer WM gewesen? Wahrscheinlich schon. Ich habe nicht mit Halbwissen unbedingt. Das Jahr sind sie ja dabei. Hätte ich gemeint. Und sonst, ja. Bro, wie soll ich sagen, das ist halt wieder so das Thema. Eben, so, das Land hat Cash, sie haben halt investiert in Fußball. Und Amis sind auch viele Fußballfans, einfach keine Fußballkultur. Ja, es ist jetzt zwischen Kanada, Mexiko oder USA. Genau, ja. Okay. Ja, Bro, wenn es auf Kanada geht, dann ist ja easy, Bro. Kanada macht keinen Stress. Ja, fies. Mexiko gehst, Bro. Bonne Chance. Tijuana. Der Gute.
Mit falschem Land. Hey, übrigens, der Gute ist zum Abschluss. Wir sind, glaube ich, schon bei einer Stunde. Jetzt sind gerade eine Stunde. Ja. Was soll ich sagen? Sag nur. Hey, Bro, seit ich das gesagt habe im Podcast mit Ihnen, schreibt mir immer der Gute. Bro, die ganze Zeit schreiben mir jetzt irgendwelche Pisser vor. Ich sehe euch schon, ich ignoriere bewusst. Ich auch, ja. Die ganze Zeit schreiben sie, der Gute, der Gute, der Bro, Gute. Ich lese gestorben, ich mache so eine Story, ja. Dann schreibt einer, der Gute. Dann mache ich am gleichen Tag nochmal eine Story, schreibt er, der noch bessere. Er meint, du bist nicht... Nein, Bro, aber auf jede verfickte Story schreiben irgendwelche Leute, auch zu mich stressen, Bro, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Einer schreibt ihm der Gute. Einer hat sogar geschrieben, ich habe es auch wieder ignoriert, aber einer hat geschrieben, sag jeder, du meinst mich mit der Gute. Ja? Ja, fix. Du meinst mich. Der Gute. Ja, der noch besser. Ja, Mann, das ist geil. Das war sie, Folge 33, oder? Wolltest du noch etwas sagen? Ich glaube... Du hast noch etwas sagen. Ich? Ja. Ich habe es glaube schon gesagt. Hast du nicht mehr zum sagen? Was haben wir... Wie sieht es technisch aus? 1 Stunde 0,40. Chillig, perfekt. Also. Für mich ist es gut. Heute war der Ilmas ein bisschen mehr rum. Ja. Wir freuen uns, dass ihr auf unsere Show kommt. Yes. Live-Tour übrigens, Live-Tour ist in Planung. Und für euch als Info die Live-Tour und die nächste Show, die am 3. Dezember, wird voraussichtlich nicht released. Auf jeden Fall nicht direkt. Also das heisst, das ist so eine Folge, die man nur live gehört. Voll. Kapitalismus durchgespielt. Das ist kurz und